Du musst es auch. Was meinst Wir werden es doch Ich will halt unten leben. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bayerisch für Anfänger. Heute wie versprochen mit der Elena und der Vanessa. Und wir machen heute einen Obersten mit Bier. und da werden wir mal schauen, wie das schmeckt, wenn wir das machen und wie das alles so wird. Also, wir schneiden jetzt als erstes mal eine Zwiebel. Dann werden wir mal schälen, das werden wir jetzt höchstwahrscheinlich im Zeitraffer ziehen. Ja, du machst vorsichtig! Und jetzt werden wir die Zwiebeln zusammenhäckseln. Jetzt werden wir die Butter, 40 Gramm an der Zahl, in die Schüssel punchen. Das werden wir dann verrühren mit Achso, die restlichen Zutaten. Scheiße! Wir haben nur so eine halbe Zwiebel gebraucht. Jetzt nehmen wir nochmal 250 Gramm Kasei. Camembert. Jetzt nehmen wir den Kas vom Motschen. Ja, ich hab euch hier. Da ist irgendein Feicht drin, schau mal an. So, jetzt haben wir noch 150 Gramm Frischkäse rein. Ich weiß, das Video ist ein wenig chaotisch mit den ganzen Zeitrafferaufnahmen, aber das kriegen wir schon. Jetzt kommt eine der wichtigsten Zutaten, und zwar Bier an der Zahl, was? 2 Esslöffel? 2 Esslöffel. 2 Esslöffel. Da haben wir den 3 rein. Das geht schon. Wir haben ja schließlich in Bayern. So, das müssen wir dann natürlich wieder ordentlich vermengen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Chili. Kümmel. Jo! Das war's. Kümmel. Jo! Das war's. Und jetzt müssen wir das Ganze vermengen. So, da haben wir jetzt unser Endresultat. Brot mit Obersten, mit Bier und Zwiebeln. Dann brauchen wir nur noch eine Testperson, die das für uns verkostet. Und die kriegen wir jetzt. Servus! Ich probiere das jetzt mal. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Ist gut. Das musst du. Passt. Ja. Bayerische Spezialität also. So, das war für dieses Mal mit Bayerisch für Anfänger Hafer-Zeitlupenaufnahmen und ein Hafer-Videomaterial für dieses Oberstenbrot. Ihr wisst jetzt, wenn man einen Obersten mit Bier herstellt und wenn man genießt. Mir bleibt nur zum Sagen, lasst einen Kommentar da, ein Abo oder ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ihr denkt bitte schön immer dran. Seid freundlich!